ich hoffen, dass das, was den Herr Finanzminister der Mitte noch gesagt hat, dass das, so wie das üblich ist, am Numm ist, von der ganzen Regierung, wenn man an der letzten Idee geguckt hat, was die verschiedenen Regierungsmember getwittert haben oder sozialen Netze geschrieben haben, so war das sicherlich nicht immer am Anklang mit dem, was die Regierung offiziell deklariert hat. Madame Präsidentin, 10. Jahre schwätzen wir regelmäßig über die sogenannten Griechenland-Krise. An den letzten Wochen am Moment, praktisch all daran kann ich sagen, an den letzten Momenten sind wir am Stundentakt gekommen, wo die Novellen immer im Neigen. Aber wenn wir noch fertig sind oder der Sitzung, könnten Herr Minister über eine Telefonkonferenz mit den Eurogruppministern zusammen. An den N als nicht an Aussicht. Und dafür will ich auch probieren, mir ein globaler Projekt nicht auf die Minute, wo wir noch gerade drin sind, mich zu limitieren. Heute sind wir aber an einem decisiven Punkt gekommen. Griechenland als Faktor bankrott. Kann seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Politik von den letzten Jahren als Dummerden echuiert. Die Situation ist halt mehr schlimm wie vor 5 Jahren, das trotz Milliarden von Hilfen. Wir lassen mal von 4 aufhängen. Die Schuld von der Situation, also nicht der Stelle selber, an Griechenland zu sichern. Ein Land, das über Jahrzehnte über seine Verhältnisse gelebt hat, was keine funktionellen Strukturen hat, und immer nicht tut, nicht um mehr mit Steuern richtig anzukassieren, mal kein Kadaster hat. Wo die Korruption zu der Regel gehört, da keine Steuern bezahlen, zu einem guten Teil der Normalität angepasst ist. Aber auch für allem ein Land, wo die ganz reichen Oligarchen de Pouvoir haben. Pro 100 Familien gehört 80% vom Reichtum. All traditionelle Parteien, die an der Vergangenheit im Pouvoir waren, sie von den Oligarchen kontrolliert, besat, dirigiert gehen. Politische Decisionen, egal was für eine Regierung sie wie sich zusammengesagt wird, waren dürfen immer am Interessen von der Reichen. Es waren noch die Parteien, die Griechenland an der Schlamassel gefordert haben, wo sie heute dran sind. Wir nicht nur mit Griechen schuld und wir auch Europa. Griechen hätten niemals dürfen an den Euro abgeholt gehen. Sie haben in keiner Hinsicht Konditionen erfüllt. Weder auch ökonomisch noch finanzieller Natur. Aufgrund von falschen, gefälschtem Zöllenmaterial als Griechenland an den Euro abgeholt gehen. Das wussten auch die Responsablen zu Brüssel, auch der Jean-Claude Juncker. Aber haben sie Griechenland an den Euro abgeholt. Sie sind also Matttäter und dürfen genauso matschelig auch Verkehr von ihnen haut mir etwas von der Welt wissen. Für die Krise Griechenland sich zugespürt wird, standen sich immer 2 Richtungen, wie die Rettung soll ausgesehen und gegenüber. Die einen sagten, Griechenland muss unbedingt am Euro bleiben, die anderen aber waren für einen zeitlichen Austritt von Griechenland aus dem Euro. Da der war von Anfang an für einen zeitlich freiwilligen Austritt von Griechenland aus dem Euro. Auch bei einem Austritt hat Griechenland müsste Gehilfe kriegen, sehr wird über Verlängerung von Krediten, Niedrigzinsen oder finanzielle Unterstützungen aus humanitären Gründen für eben griechische Volk, was stark gelitten hat, zu helfen. Die europäisch Responsablen haben sich aber für einen anderen Weg entschieden. Griechenland müsste am Euro bleiben, mit dem bekannten Resultat. Wir haben Milliarden in Griechenland bezahlt und erster Stelle aber für Französisch und Deutsche Banken zu retten. Das aber ändert Konditionen, die griechische Volk, die normale Bürger, brutal getroffen, die nicht schuld waren an dem Desaster. Der Chômage ist heute noch genauso hoch wie vor 5 Jahren. Ganz viele Leute haben nicht mehr genug für zu leben. Krank sind, bei den Doktor gehen, Spital gehen, können viele Leute sich nicht mehr leisten. Suizide sind 35% geklommen. Die Oligarchen sind aber verschont geblieben bislang. Sie hatten Zeit für das Geld bislang an Deutschland zu transportieren. Alles aus dem Bockel von dem normalen, von der kleinen Bürger aufgewechselt gehen. Das ist das Resultat von der europäischen Politik. Und noch das neue Spurprogramm bedeutet einen Sozialaufbau für die Leute, die schon nicht mehr haben. Europa hat an diesem Dossier sein wirklich Gesicht gewiesen an der Griechenland-Krise. Das ist kein Europa
von der Bürger, das kein Sozialeuropa, nicht Politik von Europa, hat lo bewiesen, als für die Reich, gegen die Klein, gegen die Normalbürger. Denn Herr Juncker hat geschwärzt für Jahren von Folterinstrumenten, die Europäische Union am Keller hat, wenn Griechen nicht parieren, wenn sie nicht das machen, was sie gern hätten, das heißt, den Sozialaufbau betreiben. Denn Herr Juncker kann noch feierlich für ein Referendum gestern, sagt, hier hat, verstehst du mich für griechisch Volk? Ich verstehe Griechen, weil die Politik, die war unverträglich, schreibt den Haut am letzten Wort. Das ist Hypokrisie auf allerhöchstem Niveau, wenn eine Volk über Jahren so geißelt, aber purdisch für dem Referendum der Mea culpa möchte. Auch der Kollege Alex Bodry hat mitten an der Debatte am Fond bedauert, was griechisch Volk an den letzten Jahren am Main hat müssen leiden. Ich will aber festhalten, dass auch der LASAP in der Chambre immer die Spurprogramme, die zu Brüssel dezidiert gehen, einstimmig als LASAP mit unterstützt wird. Das griechische Volk hat so viel gelitten, viel hat tun nicht mehr zu verlieren. Und nun dürfen Parteien an die Regierung gestimmt, die sie vielleicht sonst nie gestimmt hätten. Die alles versprach, aber objektiv bei nichts davon können halten. Parteien, die auch nicht wollen, den Engagement respektieren, die Griechenland vis-à-vis von denen Institutionen der Staaten geholt, die Geld gelehnt haben. Ein Land muss aber sein Engagement erhalten, auch dann, wenn eine Regierungsmajorität ändert. Und diesem politischen Revirement sind a priori all die Schuld, die Griechenland obligiert tun, den unmenschlichen Sozialaufbau zu betreiben, an die Reich zu verschönen. Politik an der neuen griechischen Regierung hat Krise verschärft, mit einer Regierung, die nicht mehr berechenbar ist, kann die nicht mehr seriös diskutieren und verhandeln. Konsequenz ist, dass die Situation sich an den letzten Monaten noch verschärft hat. Keine Investitionen mehr. Die Ökonomie hat als einziges Land in Europa eine Negativtendenz. 1,5 Milliarden Mann Steuerres hätte sie an den ersten 6 Monaten an die Krise Staatskäse herangekommen. Griechenland bleibt ein Fass ohne Boden. Die aktuell betriebene Rettungspolitik ist ein einziger Eschek. Erst zur Konklusion kommen, Madame Präsidentin, nach pur Evaluierung. Erstens, das europäische Spitzenpolitiker, Griechenland misst am Euro bleiben, schwächt Verhandlungsposition von dem Eurogruppe von Europa, erstärkt Verhandlungsposition von Griechenland. Griechischer Ministerpräsident konnte durch über Wochen am Main den Gag mit dem Recht von Europa machen. Zweitens, durch das falsche europäische Politik und die europäischen Staaten viel Souveränitätsrechte zugunsten von Europa, von der Europäischen Union müssten aufgehen. Die Europäische Union als für hier falsche Politik, die es an den letzten Jahren gemäht hat, auch nach über DW gestärkt und belohnt gehen. Wir als Lützeburg schon an harte keine Schuld und die Misere. Und aber nicht mehr müssen bezahlen, wir haben auch nach müssen Souveränitätsrechte auftreten. Lützeburg ist finanziell beteiligt mit 140 Millionen, die wir bilateral Griechenland geben an 381 Millionen garantieren über Stabilitätsfonds. Gelder, die wir wahrscheinlich nie werden zurückkommen. Aktuell geht pro Kap zurückbezahlt Letten 250 Euro auf den Kap. Franzosen 989 Euro nicht zurückbezahlt, mehr der Beitrag, den pro Kap Aufwohner die Länder leisten. Franzosen 989 Euro auf den Kap, die Deutsch 1550 Euro auf den Kap, Holländer 1090 Euro auf den Kap, und Lützeburger wie immer Spitzenreiter Lützeburger Laien mit 1637 Euro pro Kap. Schulden, die die Europäer vis-à-vis von allen Lützeburger, die Griechenland vis-à-vis von allen Lützeburger Bürger haben. Die nächste Sonden aus dem Referendum. Die politische Klasse soll sich da raushalten, auch die von Brüssel. Ich meine, Herr Juncker hat nicht spätestens zum Referendum zu Lützeburg wissen, dass wenn ein gewisser Elite mengt, sie müsste Bürger Vorschriften machen, dass das scharf an die Box geht. Es soll aufpassen, dass es die Sonden nicht auch so geht. Herr Präsident, als Konklusion, der bleibt dabei, dass Griechenland soll freiwillig aus dem Euro austreten. Es soll kein Schuldenschnitt gemäht gehen, auch wenn Schulden verlängert gehen, weil kein Zinsen mehr müsste bezahlt gehen am Notfall, mit Schulden müssen bestehen bleiben.
Griechenland muss aufwerten, für sein Handelsdefizite aufzuschwätzen oder auszugleichen, muss auch in Zukunft dann bei einem Austritt Griechenland finanziell geholfen werden, unter der Kondition, dass sie, wie gesagt, freiwillig austritt. Humanitär Hilfe muss man leisten, für den griechischen Bürger beizustehen, an den Ländern zu helfen. Euro-Länder sind, wie der Minister aus dem Morgen erklärt, auch auf einen Austritt präpariert. Fest kein, wie Griechenland steht, mit Euro-Ländern sind präpariert. Machen wir das nicht, geht Tragödie weiter und weiter. Und wir bezahlen weiter und weiter, und es geht nicht besser, und Griechenland bleibt dann ein Fass ohne Boden.